Gut. Ja, es ist vielleicht ein bisschen provokativ, in dieser Situation, wo wir leben, jetzt quasi davon zu reden, dass ich Teil bin von einer gemeinsamen Zukunft. Haben wir gerade so überlegt, okay, kann man das eigentlich jetzt in dieser Situation, wenn die Frage kommt, was ist in 5 Jahren, wo sehe ich mich dort? Wenn man eigentlich froh wäre, man hätte eigentlich so einen normalen Alltag wieder zurück. Und darum, ich bin Teil von einer gemeinsamen Zukunft. Wie kann ich daran denken? Ich glaube, wir kommen ja gerade von Ostern her und darum glaube ich, dass es immer eine Zukunft gibt von Gott und mit Gott. Die Verstehung bedeutet ja, Gott schafft neues Leben. Er hat seine neue Schöpfung ins Leben gerufen und darum hat das für mich auch immer mit Zukunft zu tun. Ich bin Teil von einer gemeinsamen Zukunft, weil so war es Frühling wird, Corona hin oder her, es wird Frühling. Der Frühling wird sich durchsetzen. Und so war, glaube ich auch, dass sich die Auferstehungskraft von Jesus durchsetzt und er eine Zukunft wird haben für mich, für dich, für uns alle. Und das möchte ich vielleicht noch unterstreichen. Der hat jetzt nicht direkt etwas mit der Predigt zu tun, sondern mehr, wie Gott ist. Und um das geht es eigentlich in der Zukunft. Nicht, dass wir die Zukunft verstehen. Vielleicht kann ich mir vorstellen, ich werde später darauf zurückkommen, dass wir die Zukunft von Gott verstehen wie eine To-Do-Liste. Also, sie hat ja auch müssen quasi überlegen, wo bin ich in 5 Jahren und dann sich einen Plan machen. Das heisst, eine To-Do-Liste wäre das eigentlich. Okay, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und manchmal ist es ja im Glauben auch so. Wir stellen uns vor, Gott gibt uns eine To-Do-Liste und da müssen wir dann hin. Und ich glaube aber viel mehr, dass Gott einfach der ist, der schafft und wo auch eine Schöpferkraft in uns hineingelegt hat. Und er möchte, dass wir als seine Kinder die Schöpfung weitertragen, gestalten, wirken. Und es gibt eine Zukunft, weil auch wie Gott in Jesaja 43 eben zum Beispiel sagt, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Das heißt, wir haben einen Gott, der nicht angewiesen ist auf ideale Umstände zum Wirken. Wir merken, oder das haben wir gemerkt im letzten Jahr, wir Menschen sind abhängig von idealen Umständen oder von möglichen Umständen, um gewisse Sachen können machen oder nicht. Aber Gott ist unlimitiert. Er ist nicht angewiesen auf super Umstände. Und er kann es in der Wüste Strassen bauen und Flüsse machen. Und es ist Gottes Art in seiner Schöpfung, Menschen teilhaben daran. Oder Gott hat den Menschen ja geschaffen als seine Stellvertretung eigentlich und Gott hat die Schöpfung initiiert und der Mensch soll auch schöpferisch quasi tätig sein, er soll gestalten. Und darum haben wir eine gemeinsame Zukunft, weil wir Christen natürlich immer eine gemeinsame Zukunft haben, weil Christen berufen sind, miteinander unterwegs zu sein in der Kirche. Darum haben wir immer eine gemeinsame Zukunft, egal was wir jetzt machen können oder nicht. Und individuell auch, weil Gott hat mich neu geschaffen, um mit mir und durch mich Zukunft zu gestalten. Darum, ich bin Teil von einer gemeinsamen Zukunft. Aber eben das redet vielleicht ein bisschen nach Arbeit oder das schmeckt nach Arbeit, nach viel Arbeit. So quasi, ja, Gott hat eine Zukunft in Sinn und jetzt geht es darum, da alles herauszufinden und mich abzuarbeiten an all diesen Aufträgen, die Gott gibt. Und wenn es dann wieder so weit ist, dann müssen wir dann als Gemeinde wieder alles nachholen und ich habe schon Angst vor dem, was alles wird kommen, was wir dann wieder machen quasi. Und dann ist die Frage, ja, wie verstehst du eigentlich Glauben? Wie verstehst du deine Zukunft? Wie verstehst du eigentlich Leben? Einfach als To-Do-Liste, die du abarbeiten musst. Und dann muss ich sagen, ja, das stimmt, aus der Sicht der Leistungsgesellschaft ist das so. Aber wir haben einen Schöpfergott und darum geht es doch um Schöpfung, es geht um Leben, nicht um To-Do. Aber
manchmal erleben wir das Leben so. Und ich glaube, alle, die glauben und die Gemeinde als To-Do-Liste verstehen oder anschauen oder das verinnerlicht haben, die sind alle froh gewesen, wo der Lockdown kam, ist, endlich nicht mehr so viel Arbeit oder ein bisschen mehr Freizeit oder nicht mehr so viel Arbeiten. Das andere Verständnis wäre, es geht im Glauben, es geht in der Gemeinde nicht um eine To-Do-Liste, sondern es geht um mein Herz. Es geht ums Leben. Es geht um Gemeinschaft. Die Gemeinde hat für mich mehr mit Herz zu tun. Mit einem Miteinander, mit Gestalten, mit Zukunft gestalten. Nicht mit Sachen abarbeiten. Und das ist jetzt meine Frage, wo stehst du so ein bisschen im Moment, nach so einem Jahr und noch ein bisschen mehr, so in dem Krisenmodus und allem. Wo stehst du eigentlich persönlich im Glauben? Ist es immer noch, oder vielleicht die Angst, die jetzt raufkommt, wenn sich alles wieder lockert, dass die To-Do-Liste immer länger wird? Oder ob du dich freust, dass sich eigentlich das Herz wieder mehr kann entfalten kann. Und ich habe dazu noch einen Text aus dem Epheserbrief, wo die Frage auch vielleicht einmal noch ein bisschen konkretisiert. Und dann kannst du auch entscheiden, wie empfindest du jetzt den Vers, den ich lese? Wird da jetzt deine To-Do-Liste jetzt gerade länger, wenn ich das lese? Oder geht dir das Herz auf? Epheser 2, Vers 10, das heißt, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Da redet Gott davon, wir sind geschaffen, auch geschaffen zu guten Werken, die wir tun sollen, die Gott schon vorbereitet hat. Also was ist jetzt? Wird jetzt gerade die To-Do-Liste länger? Oder wird dein Herz grösser? Und ich hoffe, dass wir es heute Morgen gelingt, dass wir unsere Leistungsgesellschaftsbrille von der To-Do-Liste können ablegen und das Verständnis davon, dass unser Leben noch funktional ist und noch mit Abarbeiten von Alltagsaufträgen zu tun hat, sondern dass es mit Leben zu tun hat und auch Gemeinde und Glauben mit Leben zu tun hat. Und damit will ich eigentlich am Anfang anfangen, weil wir müssen uns eigentlich ja überlegen, was ist denn der Sinn der Schöpfung? Warum ist Glauben viel mehr als Aufträge abarbeiten? Warum ist Gemeindearbeit viel mehr als Aufträge abarbeiten, als Traktandenlisten durchhatschen? Ganz einfach, weil Schöpfung, weil das, was Gott will, ist immer Schöpfung. Weil das viel mehr ist als Aufträge erledigen. Oder würdest du wirklich zustimmen, wenn ich würde sagen, mit dem, was Gott geschaffen hat, hat er einen Auftrag erledigt? Ich sage, okay, ja, vielleicht schon, aber hat er nicht viel mehr gemacht damit? Wenn ich sehe, dass das Universum so groß ist und zu 99,99% wir nie werden sehen, was im Universum ist, hat er dann einfach einen Auftrag erledigt. Oder wenn ich die Welt sehe, wo nicht nur eine Blumenform ist und ein Strauch und nicht nur ein Mensch, oder wenn wir unter Wasser gehen, wo da noch Lebewesen werden, die wir noch gar nicht entdeckt haben, hat dann Gott einfach einen Auftrag erledigt. Dann müssen wir sagen, nein, auf keinen Fall. Er hat die Vision von einer lebendigen Welt verwirklicht, wo gestaltet ist und weitergestaltet wird. Und selbst dort, wo eigentlich tote Materie ist ein wirkendes Universum. Auch die grossen Werke von Gott, die er hergestellt hat im Universum, wirken. Und ich habe mich wieder neu gefreut, dass die Wissenschaftler wieder rumstudieren an einer Naturkraft, die es noch nicht erklären können. Ist ja klar, Gott steht dahinter. Werden sie wieder etwas finden, was sie nicht erklären können, oder? Das ist in der Physik so, dann findest du eine Antwort und dann kommen 10 neue Fragen. Und selbst die tote Materie wirkt ja. Mit dieser ganzen Himmelsmechanik und alles. Alles ist am Wirken. Gott hat im Überfluss gewirkt und gestaltet. Und alles ist belebt. Und er hat den Menschen geschaffen zum Gestalten. Oder wo Adam und Eva ins Paradies gesetzt worden sind, hat er ihnen nicht eine To-Do-Liste gegeben, sondern hat einfach gesagt, schaut, ihr habt einen Rahmen. Tun es, bebauen, bearbeiten,
bewahren. Nutzt es. Und es geht überall ums Leben und ums Wirken. Und darum glaube ich, um den Epheser 2,10 richtig zu fassen, oder ich hoffe zumindest, dass wir einigermaßen richtig erfassen, müssen wir vom Auftragsmodus in den Schöpfungsmodus wechseln. Und es ist ganz interessant, dass im Epheser 2, Vers 10 eigentlich 3 verschiedene Begriffe gebraucht werden für das Gleiche, dass Gott etwas geschaffen hat. Und genau die gleichen 3 Begriffe, werde ich nachher zeigen, finden wir im 1. Mose 2 oder im ganzen Schöpfungsbericht, finden wir immer die 3. Kommen sie vor. Also Gott sagt, denn sein Gebilde sind wir, oder sein Werk, sein Gemachte. Das Gemachte, das Bildete. Geschaffen, Neuschöpfung. Und dann für gute Werke. Und wenn wir im Alten Testament schauen, sind Gottes Werke sind immer seine Schöpfungswerke. Das sind nicht irgendwie tote Taten, um etwas abarbeiten, sondern das ist alles auch, was eine Wirkung hat. Jede Tat, die wir tun, jeder Liebesbeweis, den wir geben, soll eine Wirkung haben. Etwas verändern, etwas gestalten. Alle 3 sind austauschbare Wörter für die Schöpfung und wechseln sich darum in den ersten 2 Kapiteln auch ab. Und interessant, im 1. Mose 2, Vers 3 kommen alle 3 genau ähnlich vor, wie sie im Epheser 2,10 vorkommen. 1. Mose 2, Vers 3 heißt: Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte. Werk, Tun, Schaffen. Und genau das bringt der Paulus, wenn er von der Neuschöpfung herkommt, wo wir neu gemacht worden sind als Christen. Und jetzt, wir sind sein Gebilde, sein Werk, sein Gemachte, neu geschaffen, zu einem Leben voller guter Werk, wo natürlich sollen wirken, wo die Zukunft sollen gestalten. Sie um zu wirken. Gott hat die Vision von einer lebendigen Welt verwirklicht. Und das sind die 3 Begriffe: tun, machen, bilden, erschaffen und Werk, wo immer im Sinn haben, nicht irgendwie von toten Werk, sondern von etwas bewirken, letztlich von Gott. Und Gott hat gemacht, gewirkt, geschaffen, um zu sein. Und Gott sieht eigentlich im Sein schon die wichtigste Funktion vom Menschen erfüllt. Und darum hat jedes Menschenleben auch Wert, auch wenn jemand jetzt kurz vor dem Tod ist oder auch körperlich sich nicht mehr bewegen kann, auch sonst Einschränkungen hat. Jedes Leben hat seinen Wert einfach, weil es ist, weil es lebt und weil es Gott gemacht hat. Wir können sagen, das ist der erste Punkt, denn wir sind sein Gebilde, das können wir als natürliche Schöpfung anschauen, wir sind von Gott gewollt. Wir haben wollen, dass wir jetzt leben, Corona hin oder her. Gott hat wollen, dass ich bin und ich jetzt da bin. Und dass ich mein Leben gestalte. Der Mensch hat Sinn in seinem Sein, egal was er kann. Und sein Sein kommt dann immer wieder neuen Sinn über in dem, was wir wirken. Und ihr wisst, oder habt schon alle erlebt, der Unterschied wahrscheinlich, die Freude, wenn ihr etwas bewirken könnt oder wenn ihr einfach etwas machen müsst. Das ist etwas völlig anderes. Und wir suchen ja als Menschen, suchen wir Berufe, suchen wir Tätigkeiten, die zu uns passen, die für uns Sinn machen, wo wir etwas bewirken können. Das ist schöpfungsmässig in uns hineingelegt. Das ist auch interessant. Es ist egal, ob jemand pensioniert ist oder nicht. Auch Pensionierte, wenn sie zwar auch nicht mehr in einem Beruf arbeiten, aber sie suchen, lebenslang suchen wir Menschen sinnvolle Tätigkeiten. Und das ist, weil wir Kinder von Gott sind, weil wir von Gott geschaffen sind und weil das in der Schöpfung innen ist, dass Geschöpfe möchten wirken, Geschöpfe möchten gestalten, Lebendiges machen. Und darum sind gute Werke auch nicht Aufträge, sondern Wirkung. Es geht ja darum, Gott hat ja gemeint, auch wollen, Gott hat wollen, dass Christen sind, damit die Welt ja verändert wird. Die Liebe verbreitet wird. Die gute Botschaft von Jesus
verbreitet wird. Und darum sind wir nicht nur quasi natürlich geschaffen, sein Gebilde, sondern auch in Jesus Christus geschaffen zu einem neuen Mensch. Und du verstehst, steht dafür, das neue Menschsein. Das ewige Leben haben in Jesus. Neu geschaffen sein. Und jetzt können wir uns auch fragen, warum ist Jesus gestorben? Hat er einfach einen Auftrag erledigt? Ja, er hat einen Auftrag erledigt, aber es ist doch viel mehr. Jesus ist gestorben und auferstanden, um Menschen ins Leben zu rufen. Warum hat Jesus geheilt? Warum hat Jesus Wunder getan? Um zu zeigen, dass er der Schöpfer ist, der Menschen will in ein Leben hineinrufen. Warum hat er Leute von Dämonen befreit? Warum hat er Leute vergeben? Warum hat er Menschen, die blind waren, das Augenlicht gegeben? Er hat damit gesagt, ich will euch in ein Leben hineinrufen. Nicht einfach Auftrag verteilen, sondern ins Leben hineinrufen. Jesus ruft Menschen ins Leben. Und darum ist auch Christi zuerst sein und dann wirken. Vorbereitet zu wirken. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich finde es auch noch spannend, wie es Jesus auch formuliert hat und dass man es eben richtig versteht. Als er die 12 berufen hat, ist klar, hat Jesus schon mal im Sinn gehabt, die irgendwo dann mal hinzuschicken, oder? Aber interessant ist, in Markus 3 zum Beispiel, Vers 13 und 14, wo beschrieben ist, warum er die Menschen eigentlich beruft. Das heisst, er steigt auf einen Berg und ruft zu sich, die er um sich haben wollte. Das ist das Erste. Das ist auch unsere erste Berufung als Christ, bei Jesus zu sein, mit Jesus zu leben. Und mal alles andere ist einfach mal wurscht, ob ich noch viel kann oder nicht, ist mal völlig wurscht. Das ist die Schöpfungsbestimmung, habe ich gefunden, wenn ich eine lebendige Beziehung zu Jesus gefunden habe. Und dann natürlich geht es weiter, weil Gott nicht etwas schafft, um einfach dann zu vegetieren, sondern Gott schafft, um Neues zu gestalten. Und er stieg auf einen Berg und ruft zu sich, die er um sich haben wollte. Und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen. Zuerst sie, zuerst bei ihm und dann wirken, Zukunft gestalten, verändern, sinnvolle Sachen. Mit vorbereitetem Zukunft gestalten hat für mich natürlich auch mit der Einstellung zu tun. Ich glaube, das ist beides einseitig. Im Neuen Testament sehe ich da irgendwie etwas anderes. Dass durch Gottes Geist und durch seine Liebe wir bei ihm sind und dann unser Leben gestaltet, wie es ihm gefällt. Und das ist eigentlich die Kurzform von Nachfolge. Und ich denke, so ist auch der Vers verstanden, denn sein Gebilde sind wir sind natürlich von ihm geschaffen in Christus Jesus, eine Neuschöpfung als Christ, zu einem Leben mit Christus und dann natürlich auch zu einem Leben, das wirkt. Wo Wirkung hat, das wünschen wir uns ja auch. Dass unser Leben nicht einfach mal noch wird, irgendwie 2 Nummern auf dem Grabstein sein, sondern dass wir etwas möchten bewirken. Für andere Menschen. Für Jesus. Und das ruft er uns in den gestalterischen Prozess hinein, geschaffen zu einem Leben voller guter Taten, eben Werke, die wirken, die Gott schon bereitgestellt hat. Und eben, ich glaube, das Bereitstellen, da glaube ich eben auch, das ist nicht einfach eine To-Do-Liste, die ich quasi persönlich überkomme in einem versiegelten Brief und dann ist es das für die nächsten 50 Jahre. Sondern das hat mehr mit Leben und mit Schöpfung zu tun. Darum glaube ich, das Werk von Gott, wenn wir es auch anschauen in der Schöpfung, wenn wir es anschauen im Himmel, auf der Erde oder im Wasser, die Werke, die Gott schenkt, sind Gestaltungsräume für seine Geschöpfe. Keine To-Do-Liste. Und wenn wir jetzt also leben, okay, was hat denn Gott eigentlich vorbereitet, so glaube ich, dass das sowohl für die natürliche Welt, für unser Leben stimmt, dass Gott uns Rohstoff schenkt, Halbfabrikat oder Fertigprodukt. Und der Unterschied liegt für mich nicht im Wert, sondern im Gestaltungsraum. Was meine ich mit Rohstoff?
wir können es auch von der natürlichen Welt auch für die geistliche Welt erklären. In dieser natürlichen Welt sind Rohstoffe. Menschen wollen Sachen bewirken, wollen Sachen machen, also haben sie herausgefunden, was für Rohstoffe das gibt und was man mit dem machen kann. Und so haben wir heute Funkmikrofone und Handys und Kameras. Und da hat ja Gott keinen Auftrag gegeben dazu, sondern es liegt im Menschen, dass er herausfinden will, Sachen machen will, Sachen gestalten. Rohstoffe, auch Lebensmittel sind Rohstoffe. Und je nachdem, ob man es kann oder nicht, ich bin dann eher eben der Steamer- und der Backofentyp, aber der andere, die können aus Rohstoff wunderschöne Sachen machen. Und das ist es doch. Und so ist doch auch unser Leben ist eigentlich ein Rohstoff. Gott hat dir und mir ein Leben geschenkt. Er sagt nicht dir, wo du wohnen musst. Da können wir uns dafür beten, dass wir geführt werden. Aber unser Leben ist ein Rohstoff, der auch in unserer Verantwortung steht. Gott sagt nicht einfach, du lebst jetzt so und so lang und jetzt machst du das und das, sondern er gibt uns ein Leben als Gestaltungsraum. Unsere Zeit, die wir haben, ist ein Gestaltungsraum. Unsere Begabungen, unsere Fantasie. Mensch in ihrer Verschiedenheit. Und auch Gemeinschaft ist ein Rohstoff. Ein wichtiger Rohstoff, der leider jetzt auch viel zu kurz gekommen ist, denke ich, in den letzten Jahren. Und ich bin gerade letztens ein bisschen verschrocken, wie viel Distanz das wirklich auch ausgelöst hat, auch in der Gemeinde. Und ich bin froh, dass trotz der Leistungsgesellschaft doch noch so ein bisschen ein allgemeiner Spruch ist oder ein allgemeines Verständnis, wenn man sagt, komm, wir machen heute etwas miteinander. Dass das nicht unbedingt etwas mit Arbeit muss zu tun haben. Sondern eigentlich ist der Wunsch vom Mensch, ich habe Zeit bekommen, ich hätte Freude, mit anderen jetzt Zeit zu gestalten, Zeit zu verbringen. Gemeinschaft ist ein Rohstoff, aber es ist ja nicht eine To-Do-Liste, zuerst Kaffee 5 Minuten, dann reden 2 Minuten und dann nachher auf den TÜV steigen 1 Stunde und dann wieder absteigen, aufs WC gehen. Das ist doch nicht das Leben. Und dann haben wir auch Halbfabrikate. Zum Beispiel, jetzt in der natürlichen Welt würde ich sagen, dass Arbeitsstellen oder eine eigene Firma haben, das ist ein Halbfabrikat. Das heisst, es gibt einen Rahmen und je nachdem ist der Rahmen grösser oder kleiner und ich habe einen Gestaltungsraum da drin, wo es meine Verantwortung ist, das auszuführen. Oder die Gemeinde ist zum Beispiel ein Halbfabrikat von Gott. Wo Gott einfach einen Rahmen gibt, wie Christen sollen zusammen sein, dass sie sich treffen sollen, dass sie eine Gemeinschaft pflegen, dass sie irgendwo sich mit der Bibel beschäftigen. Aber wo jetzt eine Gemeinde genau ist und in welchen Räumlichkeiten das sie ist und welche Veranstaltungen das sie anbietet, das hat doch wieder mit dem Gestaltungsraum nachher zu tun, wo wir schöpferisch tätig sein und uns die Rohstoffe, die wir geschenkt bekommen haben, einsetzen, um uns das zu überlegen. Oder eine Leitungsaufgabe ist auch ein Halbfabrikat. Manchmal ist es lustig, manchmal ist es weniger lustig. Auch unsere engeren Beziehungen, ich würde sagen auch unsere Familie, unsere Ehe, ist ein Halbfabrikat. Es gibt zwar einen Rahmen, der festgelegt ist, aber wie wir den Alltag gestalten, wie wir unsere Beziehung gestalten, da sind wir frei. Das ist ein Gestaltungsraum, eine Beziehung hoffentlich. Und ich hoffe, dass alle noch Beziehungen und Freundschaften und Ehen so erleben, dass es noch ein Gestaltungsraum ist und kein Gefängnis. Dann kommen natürlich Wegführungen dazu oder Umstände, die Halbfabrikat sind, wo wir uns damit beschäftigen quasi. Ich denke auch Instrumente, Musik, Medien, das sind alles Halbfabrikate, wo wir Sachen dürfen nutzen, aber wir müssen es mit Leben füllen. Und ihr wisst ja, dass ein Unterschied ist, ob jemand einfach singt oder ob jemand von Herzen singt. Das ist ein Gestaltungsraum. Oder spontane Begegnungen im Alltag. Ich meine, natürlich, es gibt keinen Zufall, wenn das mir begegnet. Aber wie wir dann die spontane Begegnung, wenn sie Gott irgendwie initiiert, wie wir sie gestalten, das ist uns überlassen. Und sagen wir etwas, sagen wir nichts. Was reden wir? Sprechen wir den Glauben an? Sprechen wir ihn nicht an? Tun wir unsere Sorgen teilen mit anderen oder nicht? So auch mitschaffen, Gott ist nicht und. Und dann gibt es auch noch Fertigprodukte. Zum Beispiel das Geld. Das Geld ist ein Fertigprodukt.
Und es braucht es. Corona hin oder her, Gemeinden, auch sie brauchen Fertigprodukte, das Geld, das ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Sagt auch Jesus, das ist eigentlich das Einfachste. Wäre theoretisch Geld oder Geld geben. Weil das ermöglicht anderen, ihre Gestaltungsräume auszubauen, zum Beispiel für eine Mission. Oder auch hier in der Gemeinde. Jeder Franken ermöglicht einen neuen Gestaltungsraum. Weitere Möglichkeiten. Und dann natürlich eben, Gottesdienstbesuch ist vielleicht auch ein Fertigprodukt, je nachdem. Oder enger definierte Dienste in der Gemeinde, wo es einfach darum geht, vielleicht einen Auftrag zu erledigen, weil es einfach, irgendjemand muss es machen, oder? Irgendjemand muss putzen. Natürlich kann man links rum putzen, rechts rum. Man kann mit Freude und mit Ächzen putzen, oder mit dem Mittel oder mit dem Mittel. Aber irgendwo muss es dann einfach gemacht werden. Und das gibt es auch im Leben. Aber ich glaube, der kleinste Teil von unserem Leben, und eben auch so glaube ich, auch unsere Zukunft, ist kein Fertigprodukt. Sondern ein Gestaltungsraum, wo uns Gott gibt. Der ist im Moment vielleicht ein bisschen kleiner, im Moment enger, aber er ist immer noch da. Es ist Gottes Vision von einer Welt, wo Menschen schöpferisch tätig sind, wie er. Und wo das gestaltet. Und darum hat Gott vorbereitet, ja, manchmal hat er es genauer vorbereitet, manchmal gibt er einen Rahmen und manchmal gibt er einfach Rohstoff. Und sagen, schaut, wie ihr es macht. Und darum glaube ich, Teil von einer gemeinsamen Zukunft sein heisst immer wieder aufbrechen zum Sein und aufbrechen zum Gestalten. Nicht ein Aufruf zum mehr Schaffen, sondern mehr das zu sein, was ich eigentlich bin. Von Gott her. Als Mensch, aber auch als Christ. Wie werde ich Teil von einer gemeinsamen Zukunft? Ich bin es schon. Durch Beziehung von Jesus. Also jeder Christ gehört zu der Kirche, egal ob er geht oder nicht. Das ist einfach geburtsmässig so eingerichtet, dass er dazu gehört. Schön ist, wenn er auch entdeckt, dass es auch seine Präsenz und seine Halbfabrikate und seine Fertigprodukte braucht, dass das Reich Gottes gebaut wird auf dieser Welt. Das heisst, gemeinsam mit Gott unterwegs sein, mit Geschwistern unterwegs sein, weil Gottes Zukunft ist ein Stück weit immer gemeinsam mit anderen. Und dass wir Gott ehren mit unseren Rohstoffen, mit unseren Halbfabrikaten, mit unseren Fertigprodukten, was auch noch dazugehört ist. Dass wir nicht vergessen, dass zum Sein auch gehört, innezuhalten, zu feiern und zu staunen. Gott hat den 7. Tag geheiligt und er hat sich gefreut und hat geschaut und schön gefunden und gut gefunden. Gott hat den Sinn nicht allein im Schaffen gesehen, sondern eben auch im Schauen, im Ruhen, im Feiern. Und darum vielleicht noch ein bisschen konkreter Doppelpunkt, wenn gemeinsame Zukunft, glaube ich, das fängt in dem Sinne im Gebet an. Warum im Gebet? Weil ich glaube, dass im Gebet wir erkennen und auch im Studium von der Bibel, wer wir sind, was Gott eigentlich will und dass Gott kann Zukunft gestalten. Ich glaube, dass eine gemeinsame Zukunft dort in meinem Herz anfängt, wo Gottes Geist Freiraum hat, wo er das entfalten kann, was er uns hineingelegt hat. Und dann braucht es auch Entscheidungen von uns. Will ich jetzt mutig genug sein, jetzt zu leben? Umstände hin oder her. Aber Gott hat mir auch jetzt, auch in diesen Schwierigkeiten, er hat mir jetzt das Leben geschenkt. Er hat mir jetzt gewisse Möglichkeiten gegeben. Jetzt kann ich es einfach ignorieren und warten, bis es fertig ist. Ich kann sagen, okay, jetzt ist es einfach so, wie es ist. Ich kann trotzdem jetzt leben. Gott kann jetzt auch wirken. Also kann ich auch wirken. Auch wenn es in einem bescheidenen Rahmen ist. Will ich mutig genug sein, vorbereitet zu entfalten, was Gott in mein Leben hineingegeben hat. Will ich mutig genug sein, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Auch als Gemeinde werden wir, denke ich, wieder ganz neu vor der Entscheidung stehen, wenn es wieder mal ein bisschen anders ist. Will ich jetzt noch ein Teil sein von dem? Will ich aktiv dabei sein? Will ich da Christ sein, das Christsein weiterleben? Und will ich auch mutig genug sein, zum Ruhen, zum Staunen und auch zum Geniessen, denn Gott hat geschaffen zum Sein, geschaffen zum Wirken und auch geschaffen zum Staunen. Ich bin da beten.
danke dir, Vater im Himmel, dass du ein grosszügiger Schöpfer bist. Du bist nicht einer, der so Korsettaufträge erteilt oder Fließbandarbeiten, sondern du bist der Schöpfer. Du bist der will gestalten, der will Leben schenken und Leben ermöglichen. Und ich preise dich, dass Ostern hat dürfen werden und wir uns dürfen freuen darüber. Ja, du bist noch der gleiche Gott, du schaffst Neues. Du willst lebendig machen, du willst ins Leben rufen, du willst Gestaltungsräume geben, die wir dürfen benutzen als deine Kinder. Ich möchte dich bitten, gib uns Geduld, Ausdauer, Weisheit und Kraft, das im Jetzt inne daran festzuhalten und uns von dem leiten zu lassen, von deiner Kraft erfüllen zu lassen und in dem Sinn das, was du vorbereitet hast, auch zu bewirken, damit dein Reich gebaut wird, dein Name geehrt wird und wir auch viel Freude dürfen erleben in unserem Leben. Amen.